warme, so herzliche Akt von Solidarität mit Israel. Und das richtig erwärmt mein Herz, unseren Herzen. Und vielen Dank für alle Anwesenden. Aber ich möchte, bevor ich was sage, ich dachte, weil ich doch ein paar jüngere Leute als ich hier sehe, ich dachte vielleicht mit ein bisschen Humor zu beginnen. Und zwar, liebe Sibyl, meine Mitarbeiterin, die wird vielleicht erklären, was wir jetzt gleich sehen werden. Bitte. Danke, Sibyl Schmucker. Sie hat Nächte verbracht, um das zusammenzubringen. Dann bitte auch diese Übersetzung ist ihre, dann, wie man auf Englisch sagt, all rights reserved. Das bringt uns, ich glaube, auch gut rein in unser Thema. Und Humor dort gehört auch zu unserem Volk, zu Israel und zu Juden. Jüdischer Humor ist doch auch diese selbstkritische Ironie. Ironisches Humor ist doch, ich glaube, sehr, sehr bekannt. Was wir hier eigentlich gesehen haben, ist ein Wunder. Israel ist ein Wunder voll mit Farben, Kulturen aus aller Welt, die so, wie gesagt, als Schmelztiegel zusammengekommen sind und dort eine neue Gesellschaft aufgebaut haben, auch neue Ideen auf die Beine gestellt. Eine berühmte Idee ist Kibbutz, wo alle gleich sind, so verwirklicht wurde. Und trotzdem, Israel ist so klein. Bayern ist für uns ein enorm Riesen. Israel ist klein, so klein wie Hessen. Die gesamte Nahen Osten ist doch groß. Wenn man die Nahen Osten so auf der Landkarte guckt und sucht Israel, dann ist das schwierig, überhaupt Israel zu finden auf diesem Landkarte. Und vom Anfang an, wie man hier gesehen hat, man hat nichts, ist einfach angekommen, manchmal nur mit so einem Koffer, auch meine Eltern. Man hat nichts. Was hat man? Kopf. In diesem Sinne Mangel. Und Mangel hat die Leute gebracht, um zu denken, wie sie ihren Zustand ändern. Und sie haben doch ihren Zustand geändert. Die haben diesen Mangel an enorm große Entwicklungen gebracht. Von 800.000 damals, 48, sind wir heute 8 Millionen. Mit 20%, die nicht Juden sind, Minderheiten, Araber. Das ist eine Demokratie, das ist eine offene Gesellschaft, das einzige so offene Gesellschaft im Nahen Osten heute. Eine blühende Wirtschaft. Mit Deutschland sind wir an der Spitze der Technologie heute. 2, 3 Beispiele, besonders für Kinder zu nennen. Kinder sind keine Kinder mehr, Junge, die hier sind. Zum Beispiel unsere Handy, was für uns heute so natürlich ist. Die erste Handy wurde damals in den 80er Jahren in Motorola, Israel, entwickelt. Das war damals so ein großes Handy. Also schwer zu benutzen. Ja, erste Handy in Haifa. MSN, die Möglichkeit, Messages zu schicken, das ist auch in Israel entwickelt. Die USB-Stick, was wir von einem Computer in der anderen, das ist auch in Israel erfunden. Jeder Computer von euch hat Intel-Chips, das ist auch eine Fabrik, zweitgrößte Fabrik von Intel in Israel. Nur ein paar Beispiele. Oder die 10 Nobelpreisträger Israels in den letzten Jahren pro capita, das größte Zahl von Nobelpreisträgern. Naja, nicht alles ist so wunderschön, aber trotzdem wollte ich mal in einem so einem Israel-Tag ein paar schöne Aspekte zeigen, nicht immer nur liebe
über Wagner, nicht nur immer zurück zu dieser bekannte, auch mal richtige politische Probleme, die man hat. Das ist nicht das gesamte Bild. Aber eine weitere Wunder, was ich erwähnen wollte, was uns so relevant heute ist, doch die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Vor mehr als 70 Jahren muss ich nicht erzählen, was hier passierte. Wir alle wissen, ich möchte das nicht wiederholen. Aber innerhalb 70 Jahren, wir haben eine Stufe erreicht zwischen Israel, zwischen Juden und Deutschen, zwischen Israel und Deutschland. Eine Stufe erreicht, wo heute Deutschland ist unser wichtigster Partner in Europa, wichtigster Freund, wichtigster Unterstützer. Und ich würde sagen, zweiter oder dritte wichtigste zum Beispiel Handelspartner in der Welt. 5 Billionen, 5 Milliarden Euro pro Jahr Handelsbilanz zwischen uns und auch Bayern gehört dazu, hoffentlich auch mehr in der Zukunft. Also diese heute so starke Bündnis, Freundschaft, was zwischen uns gibt, ist nicht einfach so vom Nix entwickelt. Das ist eine schwere Arbeit von so vielen einfachen Menschen, die einander kennenlernen wollten, die eine Vergangenheitsaufarbeiten, Prozess, auch für sich selbst und nicht nur für die Gesellschaft geleistet haben. Und heute, wir haben eine Stufe erreicht, wo eure Kanzlerin, Frau Merkel, spricht über Israels Sicherheit als Staatsräson von Deutschland. Also die Bündnis ist enorm stark. Aber vor allem die Grassroots, die Beziehungen zwischen Menschen, ist diese Basis für das alles, was so sich entwickelt hat und was ich heute doch auch als Art Wunder bezeichne, nach 70 Jahren, nachdem alles, was dort damals hier auch passierte. Und wie ist das entstanden in den 50er Jahren? Zum Beispiel Wissenschaftler. Man hat hier über Professor Haberbuch und Dr. Salzburg, oder weiß ich nicht, gesprochen in diesem Sketch. Das ist so, tausende deutsch-jüdische Wissenschaftler wurden von ihren Arbeitsplätzen von den Universitäten weggeschmissen. Tausende. Und zum großen Teil, wo gingen sie damals in die 30er? Nach Eretz Israel, damals Palästina. Und dort haben sie unsere erste akademische Institutionen aufgebaut. Das ist eine starke deutsche Einfluss. Sogar, dass unsere TU, unsere Technion in Haifa, hat irgendwie versucht, die Lehrgänge auf Deutsch zu führen. Praktisch, da gab es so auch, was wir Krieg der Sprachen nennen. Also die Frage war eigentlich jetzt, wird man auf Hebräisch lernen oder auf Deutsch? Und das war ganz natürlich, dass eigentlich Deutsch ist doch die wissenschaftliche Sprache. Wie kann überhaupt man auf Hebräisch Physik und Mathematik lernen? Das ist unmöglich. Trotzdem ist es knapp hat Hebräisch geworden. Aber knapp, das war knapp. Also diese Wissenschaftler, ehemalige Deutsche, versuchten damals in den 50er Jahren ihre alten Kameraden, Kollegen, Wissenschaftskollegen zu suchen. Und langsam diese kleinen Beziehungen wurden entstanden und dann 1952 erster Vertrag zwischen damals eure Kanzler Adenauer, unsere Ministerpräsident Ben-Gurion, was basierte sich vor allem auf, was man Wiedergutmachung nennt, und das war eigentlich Israel mit Maschinen zu versorgen. Das war nicht Geld, das war mehr die Möglichkeit, diese kleine neue Stadt, die ersten Mittel, mit den ersten Mitteln zu versorgen, dass diese kleine Stadt überhaupt auf die Beine gebracht wird. Eine kleine Industrie
langsam entwickeln kann, mit dieser enorm großen Wellen von Flüchtlingen, Flüchtlinge aus Europa vom Zweiten Weltkrieg und Flüchtlinge von der arabischen Welt, wegen dieser Kriege, das damals unsere Nachbarn gegen uns geführt haben, uns einfach vom Anfang an zu löschen. Und dann natürlich auch Bayern gehört dazu. Also ich erinnere, als unser Präsident Peres vor einigen Monaten eurem Ministerpräsident Seehofer während seinem Besuch in Israel erzählt hat, wie über seine Beziehungen, seine guten Beziehungen mit Franz Josef Strauß, eure legendäre Figur in Bayern. Auch Franz Josef Strauß damals hat uns sehr, sehr geholfen mit Bayern und in Bayern. Aber das ist wieder ein Stück der Geschichte, das man länger erzählen kann. Bayern heute macht unheimlich. Liebe Präsidenten, Sie haben ein paar Beispiele erwähnt, was das Erziehungsministerium macht seit Jahren. Die Verträge, die Absichtserklärungen, die vor kurzem unterschrieben sind von Minister Spengler und Vertreter von Yad Vashem und unser Erziehungsminister und eine Ergänzung dieser Vertrag, was jetzt man bespricht, was Sie, Frau Präsidentin, hier im Landtag auf die Beine gebracht haben, dieser Israel-Tag, was so eine starke Akte von Solidarität bedeutet für uns. Die Jugendaustausch, alle diese viele Jahre von Jugendaustausch, was die Landeszentrale für politische Bildung macht, Herr Kahr und seine Kollegen, für den Annäherungsprozess zwischen uns. Also wir sind heute hier so wie ein Teil dieses Wunder, was ich vorher so formuliert habe. Wir sind hier, um diese Wunder fortzusetzen, um diese Wunder zu verstärken, um diese Wunder weiter zu fördern. Unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist diese gegenseitige Interesse, was wir haben, zu verstärken. Obwohl die Welt ist groß, aber dort ist auch ein Israel. Und wir haben doch eine gemeinsame Geschichte, was uns auch weiter begleitet. Aber wir sollen in die Zukunft schauen. Und die Zukunft sind Sie, die jungen Leute in Bayern und die jungen Leute in Israel. Und ich wünsche mir, dass die Gelegenheiten, die jungen Leute aus Bayern und die jungen Leute aus Israel zusammenzubringen, werden immer mehr und mehr sein. Das ist unsere Garantie für die Zukunft. Das ist auch unsere Garantie für unsere eigene Demokratie, jeder in seinem eigenen Land. Vorurteile abzubauen und diese Freundschaft, was wir schon haben, weiter zu verstärken. Ich möchte, bevor ich meine kurze Einführung beende, doch nochmal ein paar Namen erwähnen. So macht man auch formell und so soll man auch machen, wie alle, die für diese Beziehungen doch so einen großen Beitrag schon geleistet haben und weiter leisten. Und vor allem Sie, Frau Präsidentin Stamm und Herr Vorsitzender Gül, der vor einigen Monaten mit dem gesamten Erziehungsausschuss, Bildungsausschuss in Israel war und ein Motor mit diesem Ausschuss bedeutete für diese Tage auch und für andere Initiativen. Vielen Dank. Herr Georg Eisenreich, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport, den Abgeordneten des Landes, alle, die hier sind und die nicht hier sind und mit uns sich solidarisieren, Herrn Freller für Ihren Beitrag, der Landeszentrale für politische Bildung, wie gesagt, im Besonderen Herr Werner Kahr, lieber Freund, Herr Dr. Siegel und Frau Wilemski, dem Bayerischen Jugendring, im Besonderen Herr Präsident Fack, ich sehe ihn nicht. Weil er noch nicht da ist. Nicht da. Den Landesvorsitzenden Voss, Herrn Schwarz, Frau Niklas, liebe Kollegen, Frau Dr. Noam Mekaitan, vielen Dank, dass Sie angekommen sind als Vertreter von Yad Vashem.
Frau Enya Zeevi, Kupfer, Beit Tfutzot. Shalom, nעים מאוד. Freue ich mich sehr. Frau François Kafri, vielen Dank, schon viele Jahre, dass wir zusammenarbeiten, noch auch als ich in Berlin war, vor 20 Jahren, Vertreterin von Jerusalem und Verantwortlicherin für die Jugendaustausch und für die Schulenaustausch. Sehr geehrter Herr Wagner, vielen Dank. Frau Brigitte Juncker, Frau Christina Beetz vom Landtag, sehr geehrte Eltern, Lehrer, der heute vertreten bayerische Schulen, sehr geehrter Herr Professor Wolfson, ist hier? Professor Brenner? Auch. Frau Dr. Rachel Salamander, die ich vorher gesehen habe, auch für ihren enorm großen Beitrag und alle, die sie haben, ist hier sicher. Also liebe Eltern, liebe Lehrervertreter, liebe Schüler, liebe Freunde, ich danke Ihnen alle für diesen enorm großen Beitrag, auch hier in Bayern, aber mehr, für die Beziehungen, für die Freundschaft zwischen Israel und Bayern und zwischen Israel und Deutschland. Dankeschön.